Dankschein von der Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Geschrieben von Jimmy Evans, übersat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandel. Kapitel 3. Dat Gesetz van Prioriteit, wat aan eerste steht komt. Do ween jet een man van zijn Eltern weg. 2 Mose 2, vers 24. Als Gott in Ehebund plant hij dat doorab, dat diese besondere Verbindschaft zwischen einem Mann und einer Frau wichtiger sein wird als irgendein anderes menschliches Verhältnis. Dat ist die Ursache, dat Gott gebaut, dat der Mann von seinen Vater und seiner Mutter weggehen soll, wann er ein Ehemann wird. Für eine Person sich befreit, ist das wichtigste Verhältnis mit seinen oder ihren Eltern. Deswegen befohlen Gott den Mann seine Eltern zu verlassen, um recht mit seiner Frau vereinigt zu werden. Dort Weichgehen bedeutet nicht, dass einer der Eltern toch lassen oder missbrauchen soll, um zu tun, was Gott hier fordert für die Ehe. Wenn dort wir, was Gott in 1. Mose 2, Vers 24 meint, dann war das sprachlich dort Wort. Im Alten und im Neuen Testament ist die Ermahnung der Eltern zu ihren ein von den 10 Geboten, nur 2. Mose 20, Vers 12, Matthäus 15, Vers 4 und 19, Vers 19 noch. In Epheser 6 schrift Paulus sogar, dass dit Gebot das einzige ist, was ein Versprechen hat, dass die dat Geld geht und wie lange aber ihr Leben kostet. Epheser 6, Vers 3. Dort wird verweichgehen in 1. Mose 2, Vers 24, ist das hebräische Wort Asab, was einfach bedeutet, losloten oder tochloten. Also, als Gott sieht, dass ein Mann von seinen Eltern weichgehen soll, wenn er sich befreit, mein Gott, dass ein Mann seine höchste Stellung und Abgabe, was er vorher zu seinen Eltern schuldig wird zu geben, losloten soll, seine Früh dort nicht zu geben. Gott meint nicht, dass ein Mann abhören soll, seine Eltern zu ehren. Dort wie eine Ermahnung, was er seine in unsere ganze Lebenszeit holen soll. Aber wenn er sich erst befreit, sollen seine Eltern losgelassen werden zu einer Lehrerstellung oder Wichtigkeit an seinem Leben. Seine Früh soll von nun an erste Stelle sein. Dort ist möglich, dort zu tun und danach unsere Eltern zu ehren und respektieren, das wird Gott nicht gesagt haben, dass wir das sollen. Dieselben Anweisungen sind auch für die Früh anwendbar. Einfach gesagt, Gott plant der Ehe so, dass er das zweitwichtigste Ding im Leben sein soll, kurz nur den persönlichen Verhältnis mit ihm. Wenn wir die Ehe an irgendeine andere Stellung stellen, als was Gott gesagt hat, schafft das bloß nicht. Wenn du die Probleme von deiner Ehe oder von der Ramajünd beobachtest, wird die dort nicht lang dienen zu sein, dass viele von diesen Problemen und Verfehlungen daherkommen, dort Prioritäten erreicht sind. Ungeteilte Millionen von Paaren sind zum Ende gekommen, durch ein Ehescheidungsgerecht, während sie die Priorität von den Ehebund nicht abrecht geholt haben. Millionen andere leben versorgte, streiterfüllte Lebens wegen derselben Ursache. Die damit zu helfen, der Ehe ab der rechte steht Hand zu stellen, lot mir die mit einem Weichwort sein, was die vielleicht noch niemals Eierwurst gehört haben. Reicht schuldige Eifersucht. Wirst du dort, dass du ein gerechter und jäßlicher Weich ist, übersichtig zu sein, was wir alle vielmal im Leben erfahren? Ein Beispiel ist, stell dir vor, du jäst mit deiner Früh der Länge eine Gas, und auf einmal hastig mag sich ein Fremder an und versucht, deinen Partner von die Weich zu locken. Wo wirst du die feilen? Wahrscheinlich wirst du so was als das antworten. Na, ich würde mich euren und feilen ja eine Person hat was übertreten und würde da wegjagen. Ganz sicher wirst du das tun. Das tiefste Gefühl, was deine Antworten euer fordern, wird Eifersucht sein. Dieselbe Gefühlsantwort wird passieren, wenn jemand versuchen wird, dein Kind zu entführen. Rechte Eifersucht ist das gerechte Gefühl, was uns verursacht, dort zu beschützen, was mit Recht uns ist. Webster Wörterbuch sagt, dass Eifersucht hält dort nicht ut, wenn die eine Stellung am Streben ist oder was antrüht ist. Gott hat an uns was nengedonen, was uns dort sagt, dass uns Ehepartner unser ist, für irgend sest wer oder sest was den haben kann, bitte arm. Wann dann wird diese recht angestellte in reine Stellung bedroht, feil wie gerechte Eifersucht. Vielleicht fragst du, aber ich dachte, dass wir ne sind, übersichtig zu sein. Sagst du, dass es doch reich ist? Dort gibt Formen von Eifersucht, was sämtlich und verdorflich sind, verkehrte Wege von Eifersucht. Das ist dann, wenn wir von jemand versuchen, was Rüte kriegen, was nicht wirklich uns ist, oder wenn wir auf einen angereichten Weg was versuchen, festzuholen, was nicht uns ist.
Aber eine Ehe haben beide eine moralische Verantwortung Gott gegenüber und für sich untereinander, dass ihr Verhältnis nicht übertreten wird von Menschen oder Dingen, was weniger wichtig sind. Wann beständig auf wichtige Wege, Zeit, Lebenskraft und Verrut, wat mit Reich zu uns gehören, von unserem Partner selbst wem oder selbst wat gegeben worden, wo wir so feilen, dort uns auch gedonen ist, in rechte Eifersucht feilen. Gott selbst ist das beste Beispiel von dieser Wahrheit im Leben. In 2. Mose 34, Vers 14, gebot hij Israel durch Mose. Bet keine andere Götter an. Die Herr, die auch die Nomen, die Verlangende haft, verlangt ungedeilte Ehrfurcht. Das erste Ding, was wir in diesem Vers machen, ist, dass ein von seinen Nomes Verlangende ist. Das zweite, was wir seinen, ist, dass nicht alles Verlangende recht ist, das wird Gott damit nichts zu tun haben und sich als sicher nicht bei dem Nomen nennen. Das dritte Ding, was wir in dem Vers seinen, ist, was sehr wichtig ist, wo Gott sein Verhältnis mit uns geplant hat. Wenn Gott uns läuft und erschaffen hat, arm über alles andere zu leben, wird er übersichtig oder verlangend, wenn das Verhältnis bedroht wird. Wenn wir uns von am Weg drehen, andere Götter oder Aufgötter, sondern aus Geld oder Berühmtheit zu folgen, wird er zur rechte Eifersucht verursacht. Wenn wir Zeit, Lebenskraft oder Verrot, wird reich gesagt, angehören, zu irgendeiner anderen Person oder Projekt oder Tod geben, besieht ist Recht behandelt worden. Im Alten Testament vergleicht Gott Israel und Juda ihr Wegdrehen von aus der ersten, viele Mal mit Ehebruch. Wir müssen da auch andenken, dass die Kirche im Neuen Testament die Brut Christi ist, und wir sind schuldig, den ersten Platz zu geben. Ein von den sichersten Dingen vom Leben ist, dass du in der Ehe irgendwann eine rechte Eifersucht feilen wirst. Das allgemeine Rat von Eifersucht fängt an, wenn das Paar noch mal bloß spaziert oder in live sind. In der Zeit von Spazieren loten sie sich sich auf verschiedene Wege weiten, wo wichtig ihr Verhältnis ist. Sie trafen sich pünktlich, sie geben verschiedenes ab, den anderen seine Bedürfnisse zu erfüllen, sie verteidigen und beschützen ihr Verhältnis für Dinge, was sich drängen wollen, was ihr Mank spielen kann, reicht mit einander topgebunden zu sein. Probleme hieren bei der Kass nicht ab. Ganz bei dem Kassdoltor haft ein Paar ihr Verhältnis hoch auf die Liste, von was ihr wichtig ist. Wenn da Probleme sind, trösten sie sich selbst und untereinander mit der Idee, dass alles geleistet sein wird, wenn sie befriedigt sind. Während die Kasten auf den Honeymoon spenden sie viel Zeit miteinander und sind miteinander beschäftigt. Für was Zeit nur her ist die Abregung durch von das neue Verhältnis in ihr Leben taub, dass Dinge umgehen blieben. Allgemein passiert dort in den nächsten 5 Jahren, dass das Paar anfängt, Kinder zu haben. Mal passiert dort, dass Paaren sich befrieren mit Partner, was all eier sind befried gewast, und dort bedient, Kinder sind all domang verwickelt. Aber stell dir vor, das ist ein Paar, was vor ungefähr 2 Jahren keine Kinder haben. Durch, wo das ändert von jung befried sein nur älteren waren, passiert dort, dass die Zufriedenheit mit der Ehe Vorken anfängt, bedeutsam raufzugehen. Vorken waren anfängliche Probleme nicht beachtet oder da waren Loren übergetrocken mit der Drockigkeit und Abregung von einem neuen Baby. Aber in diesen Umständen fangen all bestehende Probleme an abzukommen und geraten zu werden. Indem, dass die neue Mama sich selbst jaft, das Kind zu versorgen, wird der Vater zu seinem Arbeitsberuf immer iver. Durch, wo sie sich erst sich den ersten Platz geben, fangen sie nu sehr unbemerkt an, das Wort kommen zu lassen, die Zeit und Lebenskraft, was sie einer für den anderen träghalten, abzunehmen. Für den Mann ist die Versicherung die wichtigste Sache von der Ehe zu ersatten mit seiner Arbeit, Beruf oder andere Interessen bei sie dorthin. Für die Frau sind die größten Gefahren für ihr eheliches Verhältnis, die Kinder und andere Interessen in ihrem Heim. Wenn das allgemeine Stil in Bett ändert, werden immer mehr frühes auch einen Beruf noch gehen und büter dem Heim schaffen, aber der Punkt ist derselbe. Probleme fortzugehen, darf man nicht erlauben, dass irgendwas oder irgendwer den ersten Platz von den Ehepartner annimmt. Ich kann nicht anfangen zu teilen, wie viel Paaren ich all rot gegeben habe, wo die Hauptbeschuldignisse so was aus das wären. Hij schafft bloß die Tijd über, und wenn hij naar huis komt, is hij meiden wel uitdrijven. Wenn hij Tijd aufhaft, dat hij wat met zijn vriend taub. Zij wordt dat nicht einmal an, wenn hij echt thuis zie. Zij is so druk mit de kinderen in dat huis,
dort wann ich noch mal wel romantisch sein oder haben, dat sie wat mit mir taub tät, als sie ganz verbrucht. Beid Partner seien zu sich untereinander. Ich sie übersichtig, über wat in din Leben passiert ist, en ich feil mi untergonen. Die Frau klagt, dat die Lebenskraft, wat ihr Mann einmal geef, wordt nu van zijn Arbeit gefordert. Der Mann klagt, dat die Aufmerksamkeit en Leib, wat zij einmal geef, nu van de Kinder abgenommen wordt. Jene Umstände mochten anders zijn, en om diese Sache te verstaan, sagt die Dinge, met wat immer dort für Dinge sind, wat jene eie bedrohen, wat die erfahren. Vriend, Schule, Eltern, ein Projekt, eine Gabe oder Drockigkeiten mit irgendwas wat. Wann die irgendwas oder irgendwem ein Daunt wo gut oder wichtig die Dinge sind, die friert jetzt, die Zeit und Lebenskraft abzunehmen, wat ihnen Partner mit Recht gehören, dann übertrittst du Gott seinen Plan für die Ehe. Den Partner wird mit Recht Eifersucht feilen. Wenn du das Problem nicht reich stellst, kann dort ein Verhältnis auf ihren Schaden daunen oder sogar verdorben. Umfragen bewiesen, dass wenn das Durchschnittspaar älter wird und die Kinder älter werden, wird der Spiegel von Zufriedenheit immer leer und leer. Der einzige Zeit, wo das ändert, ist, wenn die Kinder von Tisch gehen. Du warst die Zufriedenheit war im Bett, aber bleibt doch leer, als dann aus der Ehe Anfang. Anläckelgerweise wird das Durchschnittspaar niemals war so froh als am Anfang. Dort ist, wo am Sonne sagen, als die Honeymooners Eva ein Port von unserer Sprache geworden sind. Die sei ist ein Weg von Seien. Die gute Tiden von der Ehe sind Eva, und dort ist Tiet, dort je an der Wirklichkeit leben und so lieden als wie Eva ja alle. Die Fehler in so Denken ist die Annahme, dort wir in so vielen Menschen so raufgehen von Zufriedenstellung in der Ehe erfahren, dat am Leben bloß so ist, und dort es nicht zu vermeiden geht und zu erwarten ist. Aber dort ist nicht so. Gott hat in Wirklichkeit die Ehe so geplant, dass die alle Jahr besser werden soll. Wenn die meisten Menschen ihre Freude an der Ehe auch weniger und weniger wird, indem die Jahre vorbeigehen, ist das aber nicht durchwehen, wenn Gott einen Fehler gemacht hat, als er die Ehe ansah. Dort ist durchwehen, wenn wir den Fehler gemacht haben, dort wir seinen Plan nicht neu gegangen sind. Wir sind ein Beispiel von ein Paar, was beides versucht haben. Für die erste etliche Jahr, so als ich all schreibe, ging wir mit unserem Eheverhältnis auch recht an. Wir wären das gewöhnliche amerikanische Paar, was sich befrieden wie ein Leib, aber hatten keine Idee, wo befriedet sind wir. Das Einzige, was wir wüssten, was wir von Natur wüssten und was wir sagen, das andere deuten. So ist das gewöhnlich ist, was von Natur kommt, als Anweitenheit, und alle anderen, was wir sagen, hatten ihre eigenen Probleme, was so schlecht oder urjaus anzuwehren. Wir mögen die bekannten Fehler in Viren, nur bloß ein paar Jahre bekannt mit der Ehescheidung. Ich wie der gewöhnliche Mann, was seine Lebenskraft bei seiner Arbeit verbrucht, und Karen wie der gewöhnliche Frau, was ihre Kraft bei den Kindern verbrucht. Und was es nach euer mög, wenn ich nicht schafft, spielt ich Golf, wenn immer es möglich wird. Dat kam so weit, dat wenn ich nur die Garage ging, um meine Golfclubs zu holen, würden Karen ihre Neslacher aufreichen. Ich baut daran mitzufahren und für mich wieder zu fahren, aber sie deut dat nicht. Ich konnte nicht verstehen, wieso sie so unnatürlich wir. Ich war so getrouble über wegen dat kleine Bett Lebenskraft, was sie mir noch taussteht, besonders wenn dat Sex ging. Wenn ich mich dort überhören leid, würde sie sagen, du gibst mir keine Aufmerksamkeit durch den ganzen Tag, aber du reit best zu Bad zu gehen. Dann warst du ja Fan, wenn du Sex haben wirst. Mein Blutdruck wird furzen abgehen und ich würde antworten. Meist ja, was weißt du, dass ich tun soll? Meine Arbeit abhören und keinmal Spaß haben? Du bist allemal so drack mit alles hier an, dass ich deine Aufmerksamkeit nicht für eine Minute haben kann. Und das bekannte quälende Rat wie fast. Wie deuten beid Wort, was den anderen seine Rechte als Ehepartner übertritt. Aber viele von den Dingen wären unsere Antworten über wo wir uns Recht behandelt feilten. Zum Beispiel, wenn eine Kern ihre Bedürfnisse nicht erfüllt, dreht sie ihre Aufmerksamkeit Dollar und Dollar nur unsere Tochter. Und wenn ich nach Hause käme und wenig oder keine Aufmerksamkeit krieg, würde ich TV kicken oder meine Golfclubs nehmen und vor Golf spielen. Uns Verhältnis wird mit den Jahren immer mehr selbstverteidigend und an sich verdorvend. Was das aller Ohr mög, wie die vertwiefelnde Wirklichkeit, dass wir nicht einmal über unsere Probleme verteilen können, ohne anfangen zu streiten. Die Abend, als unsere Antworten von Gott anfangen zu kommen, so als ich dort an die Anführung beschreibe, wie die Abend, als ich auf meine Knien ging, und am für unsere Ehe am halb früh.
Hij openbaart mij dat ik den wichtigsten Platz in meinem Leben, wat meine Frühe hier, op de aanrechte steed handgesteld had en doordat wie onze eigen en je voor. Een van de eerste dingen wat God mij zei dat ik doen zal, om onze eigen te heilen, wie Buße te doen te keren, over wo ik haar behandeld had. Ik hier keine hierbare stem, aber ik vernam klar dat God te mijn hart reed. Door wir nur stem anklaren, ik had mij zelfst, meine Arbeit en golf, over meine Frühe gesteld. Nodem dat ik Buße gedonen had, ging ik aan de sloopstof neer, wo zij nog immer hield. Wegen ik nog niemals eier toegestonden had, dat ik in unserem Verhältnis irgendwo am Anrechten wir, zie ik mij zeker, zij dacht, ik kwam om den Feit vorig te maken, oder noch einen Punkt in onze Streiterie nen te bringen. Daher wir zij voetsen beet op beweer, als ik aan de stof nen kwam. Ik ging naar dat bad, wo zij leeg, en knuit beziet haar dool. Ik moet met die vertalen, zei ik. Zij wascht ihre geschwollene ogen met een snappelduk en vroeg zich werend. Van wat? Van wat ik in onze eigen aardig gedonen heb, antwoord ik. Dan had ik ihre opmerkzaamheid voets. Ik zei daar, dat de haar mij gewezen had dat ik aardig gewast weer door hen, dat ik haar niet den eersten plaats in mijn leven gegeven had. Ik deed Buße over mijn vuilheid en wat ons verhältnis aanging en over zelfzucht. Ik vroeg haar dan om vergeving en zei te haar dat ik mijn golfclubs ophangen would. Ik deed dat ook vaartliche jaar. Zij hield als ik Buße deed en zij vergeef mij. Zij bekan dan ook ihre tekortkommenheden en zinden mij gegenüber en deed Buße over ihre zinden en doten. En ik vergeef haar zeker ook. Van dem Abend an haben wir die Wichtigkeit von uns untereinander an erste Stelle haben, niemals vergeten. Ich kann ohne Zweifeln sagen, dat onze Ehe van dan wieder alle Jahr beter wir als dat vorige Jahr. Wir sind von dort Dollar in Leib und wir verstonden uns beter an sich zu leben als op unseren Honeymoon. Dat is wo Gott die Ehe geplant hat. Leib fängt mit Prioritäten an. Dat jungbefriede Paar soll nicht dat Master von Erfolg sein. Zonen wat Brut en Brigam worden willen, zullen liever naar ältere Personen kijken en van die leren wat al voor eine lange tijd zijn befried geweest. Is dat niet zo in andere afdelingen vom Leben? De ältere leren de jonge, de ervorene leren de onervorene. Aber in einer Ehe haben wir dat erlaubt, dat onze Fehler ons unternehmen. Daher kommt dat kartlevendet, anweitendet Lek, de Welt wieder Mutstock für de jungbefriede wordt. Dit is een anneiget, nicht biblisches Anleg. Wann wir Gott sein Gebot gehorchen wollen und ons Leben so ordnen, dat wir onze eigen doorhand stalen en holen wo de Hand geheren, hecher als al het andere buiten Gott, dan wordt de Ehe wundervoll schaffen. Dat miserabelje en weigalje van de vandaagse Welt wordt van Ehepaaren, wat ihre Lebenswichtigkeit falsch geordnet haben, verursacht wordt aufgewäscht worden, wann Gott sein Gesetz von Prioritäten in 1. Mose 2, Vers 24 gegangen wird. Vielleicht bist du an ein Wertensystem abgewaschen, wo Arbeit für wichtiger geholen wird als Ehe. Oder vielleicht hast du das immer so zu holen gehabt, dass Kinder in einem Heim sollen mehr wert geschätzt worden als die Eltern ihr Verhältnis. Vielleicht hast du das auch noch keinmal gesehen, wann eine Ehe so arbeitet, als ich sei, dass die soll, und die Wunderschaft das überhaupt geht. Wenn du dich selbst an ein von den groß angegebenen Umständen setzt, dann befort die mit diesen Fragen. Nummer 1. Was hast du, wenn du das verdiente Geld mit nach Hause bringst in eine Ehe nennen, wo Menschen nicht hauptsächlich einkommen? Du hast eine verdrehte Sache, wo das Heim dich steht ist, was die Arbeit untersteht. Das soll aber ganz korrekt anders sein. Die Arbeit soll das Heim unterstützen. Diese umgedrehte Priorität hat unbeschriebene Schulden in Ehescheidung verursacht. Nummer 2. Weißt du, dass deine Kinder abwachsen mit das Ehemodell von Nicht-Frauen und nicht erfüllte Eltern? Das wichtigste Ding, was Eltern für ihre Kinder tun können, ist sich untereinander leben und an sich die Bedürfnisse erfüllen. Kinder, wat in der Sicherheit von ein lebendes Heim wohnen und ein Modell von ehelicher Harmonie sein, haben eine viel höhere Gelegenheit, dass sie selbst later im Leben auch eine erfolgreiche Ehe haben können. Ganz klar ist dort, dass unsere Kinder wichtiger sind als meist alles andere in unserem Leben. Die sind aber nicht so wichtig als Gott oder unsere Ehen. Die Eltern ihr persönliches Verhältnis mit Gott und das intime, erfüllte Verhältnis zwischen Ehepartner sind in Wirklichkeit dort, was das rechte Fundament macht, um Kinder zu leben und abzutragen. Daher ist das so, dass wenn wir Gott oder die Ehe abgeben für die Kinder,
da wie en keinen gefallen. Älteren, denkt daran, jene Kinder worden abwassen en jene heim verloten. Wat für eine Ehe wo je haben, wann die erst weich sind? Eine kalde, weit auf voneinander, oder sehr no innerfällend? Wat für ein Modell für die Ehe wo je entgejeft haben, wann die erst ihre eine Lebens anfangen? Of dat dan nu für Gott, für jens selbst oder für jene Kinder ist, aber die muss erkennen, wat für eine wichtige Rolle rechte Prioritäten in unser Leben spielen. Wann die Wichtigkeit von Prioritäten erst erkannt sind, muss wir uns verpflichten, die Dinge zu ändern, wat uns aufholen, von der Worte Werte zu leben. Ein Daunt, wo schwer das auch ist. Da sind 3 Dinge, wat die daunen kost, rechte Prioritäten zu setzen und donno zu gehen. Nummer 1. Mach eine Liste von den wichtigsten Prioritäten in deinem Leben, das Wichtigste, das Erste und so wieder. Nummer 2. Beweis, dass das Prioritäten sind auf wirkliche Wege. Nummer 3. Mach die dafür bereit, diese Prioritäten für das ewige Port von dein Leben zu beschützen. Die meisten Listen sollen ungefähr so als das utloten. Nummer 1. Gott, am persönlich segnen am deinen. Nummer 2. Mein Ehepartner. Nummer 3. Meine Kinder, wenn du Kinder hast. Nummer 4. Kirch, Gott segnen deinen mit seinen Körper taub. Nummer 5. Der gerade Familienkranz in besondere Freund. Nummer 6. Arbeit und Beruf. Nummer 7. Hobbys und andere Interessen. Wo beweist wie diese Prioritäten wirklich in uns leben? Viele Menschen sagen, sie leben Gott an erster Stelle, aber sie geben sehr wenig Zeit und Aufmerksamkeit für ihr Verhältnis mit ihm. Glaubst du wirklich, dass Gott zufrieden ist oder hinterlich geführt wird von unserem Lappendienst? Sicher nicht. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, wer mir Gott ist, wird meine Geboten holen. Wenn wir seine Gebote vernachlässigen und dann aber sagen, wo sie ihr Life für ihn haben, für wir uns selbst bloß hinter im Licht. Gott weiß, wer am Gott ist, wenn er uns beobachtet, wo wir in jeder Aufteilung vom Leben handeln, nicht bloß, was wir mit unserer Zunge sagen oder gute Vernehmen haben. So ist das auch an der Ehe. Viele Männer bemerken ihre frühes ihre Bedürfnisse gar nicht und nehmen das bloß selbstverständlich, dass sie die frühes haben. Manchmal, wenn sie noch Sex ut sind oder die früh ihren Eier in Bett bringen wollen, sagen sie vielleicht, ich gleich die. Während die meisten Männer dort bleiben, was sie selbst sagen, können sie nicht verstehen, wo so ihre frühes dann sagen, nee, du leibst mir nicht. Wenn du deitst, wirst du weniger arbeiten und mehr Zeit mit mir verbringen. Jeder Mann muss das verstehen, dass frühes Leib nicht meten mit was sie hören. Wenn das auch sehr wichtig ist, dass ein Mann vielmal leibende und mutmachende Wied redet zu seiner Früh, ist ihr Hauptmutband für Leib dit. Was bist du wirklich abzugeben, meine Bedürfnisse zu erfüllen? Wo wichtig sie ich für die im Vergleich mit anderen Dingen im Leben? Wenn ein Mann seine Jankers in Verlangen abgibt, seine Früh ihre Bedürfnisse zu erfüllen, fühlt sie sich geleift. Wenn er für ihr nicht abgeben will, riechen alle wir auf der Welt nicht zu, zu überzeugen, dass er wirklich Leif hat. Früher müssen das selber verstehen, wenn es bei ihrem Mann kommt. Ein Mann wird weiten, dass du am Gott bist, wenn du ihm die Lebenskraft und Aufmerksamkeit gibst, was er wert ist. Den Mann fällt Krieg so über die, wenn du zu meid bist, ihm das zu geben, was ihm fehlt, als du die feilst, wenn er sich wegdreht, wenn deine Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Leib und Wertschätzung mit Wert zu Gott und andere auszudrücken ist wichtig, aber wir wollen unnötig sein, Menschen von deinem Leib zu überzeugen, wenn du das Rechte deist, in dein Leben so stellst, als sich das gehört, und was du durch deine Wert redst. Wenn du nicht nur deine Überzeugungen handeln wirst, wollen wir wenig wert sein. Das dritte Ding, was ich bovenab nannt wir, dass du nicht bloß Prioritäten setzen musst, aber du musst auch bereit machen, die dich dein ganzes Leben zu beschützen. Wer in das Leben Fehler bringt, wird die beständig Druck gibt, ist das Beschützen von deinen Prioritäten täglich eine Herausforderung und immer neuer. Wenn du erst entschlossen hast, was deine Prioritäten sind, und hast du das wirklich zur Abgabe gemacht, zu beweisen, dass du das so meinst, dann ist der nächste Schritt reit zu machen, dich zu beschützen von nicht gewollten Anbrechern. Ein Weg, die Wichtigkeit zu verstehen von Prioritäten beschützen, ist deine Zeit und Lebenskraft so an zu sein, als wenn das Geld wäre. Wer in das leicht ist zu sein, dass Geld ein begrenzter Taurat ist, kostet dir das leichter verstehen, dass du lehren musst,
Dat aan te delen, wanneer du dat beste en dat meeste uit dien geld uitkriegen wirst. Want wat geld even gebleven is nodem, dat het wichtigste bezorgd is, dan kost die nog wat buiten geweinelget janen. Zo ook, wanneer du aan eine finanzielle Klamm angerootst, moest du dat eerste de buiten geweinelje en einige dingen te ziet schaffen. Krijg zo is dat met tijd en levenskracht. Dat wordt eine domheid zijn en al die geld en buiten geweinelje en einige dingen verbroken en nicht holen voor de pacht oder zum eten kuipen. Wanneer de Eigendeimer kommen wordt om de pacht te sammeln, wogelijks wordt hij te de Norecht antwoorden, dat du die geld alle op eine spazierreis verbrucht hast. Glaubst du, hij wordt dat aannemen, wanneer du zegt, weißt, ik tol die keinmal sehr viel Geld, aber ich sie wirklich ein guter Pachter? Sicherlich nicht. Tijd en levenskraft moet teruggedeeld worden, krijg zoals die geld. Wat is dat eerste op die prioriteitslist? Wanneer dat God is, dan zal God dat eerste en beste van die tijd en levenskraft krijgen. Wat is die tweede prioriteit? Meine Früh ist die tweede, sagst du. Dan soll die Früh immer die zweitbeste haben. Dan die Kinder en so wieder der Reh verleihen. Wenn irgendwer nicht betont kriegt, soll dat die sein, wat unten op die Liste ist, nicht die, wat boven sind. Meine Prioritäten, als Gott die Tracht stellt, verursachten, dat meine Golfclubs für 3 Jahre abgehangen ward. Die Entscheidung tut noch einmal viel träg. Nachdem ich für Gott Tijd en levenskraft gespendet hab, tol ich kehren dat beste van die Tijd en levenskraft, wat nog gebleven is, bij een dat met recht traft, als de tweitwichtigste prioriteit in meinem Leben. Wenn jemand oder wat ohne meine Tijd en levenskraft fertig worden moet, wird dat nicht sein. Daher kommt dat ich eine Frau früh hab, und sie haft einen Frauenmann, wen wir gelehrt haben, ob Gott seinen Weg zu leben und seine Prioritäten für uns Leben haben. Haben du oder deine früh lotre Zeit darüber geklagt, dat jünt übertret ist worden von anderen Dingen oder Menschen, wat sich an jene Eien andrängen? Wenn einer von jünt geklagt haft, dann horch Gott nur diese Warnungstekens. Diese kommen an jünt doorwegen zum Uitdruck, dat Verdorven von einer Ehe, wat Gott geplant hat, dat die Frau in Sehensreich sein soll, zu verhindern. Wenn je nur die Warnungstekens horchen worden und die Probleme tragstellen, wat die Buzzers losgehen machen, weil je erfällt zijn en sehr froh zijn, dat je de tijd genomen en de levenskraft gebruikt haben, Gott seine Prioritäten in jene Lebens zu stellen. Wenn je jünt dort zur Abgabe machen worden, für jene Ehe der rechte Prioritäten zu saten und zu beschützen, wo je an waren, dort durch vielmal Rückforderungen, aber auch wundervolle Belohnungen kommen. Du kannst dann Gott seinen Plan einfach gar nicht wat uitbeteren. Hij mag de Ehe, als wat heiligt und wunderscheinet, und so wird es auch bleiben, wenn wir das nicht versuchen zu ändern. Aber sieg dat erste noch Gott sein Recht und seine Gerechtigkeit, dann will je dat andere auch alle kriegen. Matthäus 6, Vers 33. Dankschön für noch das Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Ich wünsche, dass das eine Halb sein für die und eine Hoffnung, zum eine stärkere Eihe bauen.